So, lo her den das. Merci. Ups, ich hatte ein Mikro, hallo, das ist mein eigener Podcast. Upsi. Wenn Indisch gibt als hetero bezeichnen, wärst du da beleidigt? Ja. Für was? Willst du eine ehrliche Antwort oder eine witzige Antwort? Am besten die zwei kombiniert. Okay. Oh, no pressure. Nee, natürlich wäre ich nicht beleidigt, weil ich gesagt ja nicht, wer geschlafen wird oder ob wir nicht stehen vorbei sind. Aber, gesehen ich wirklich so langweilig aus? Und du, Tassi, wärst du beleidigt, wenn ich von dir denke, du wärst hetero? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, weil das auch wirklich nicht mein Problem. Nicht? Was mich steuert, auch Rose möchte, als wenn ich als lesbisch bezeichnet gehe von anderen Leuten. Ah. Da sind so, zwar nicht. Du. Voilà. Also, wir schwätzen heute über Labels. Sind das Labels oder Labelen am Platz dabei? Richtig, das ist wahrscheinlich Labelen. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so. Etiketten. Es könnte raus, wie es raus könnte, Kelly. Okay. Ja, also wir schwätzen über sexuell und romantisch Labels. Okay, Labelen. Etiketten. Labelen. Kategorien. Zuordnungen, Zuschreibungen. Merci, Tassi. Merci. Du hörst mal wieder aus dem Mund. Wie sehen, wie ein Label bei ihr passt, kann ein Label wechseln, gibt es auch gut Gründe, sich selber kein Label zu geben. Wie schön ist es, wenn eine andere Person einem die falschen Label gibt. Dazu mehr direkt nach der Intro. Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen alle Woche über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Tassi, War das, Kelly? welches Label benutzt du dann? Für mich Ja. queer. Sollen wir mal queer reklammen? Für was? Weil eine relativ breite Kategorie aus der Menge an für mich also ein bisschen so eine Überkategorie für alles, was von hetero aufwächt. Was nicht heißt, dass die Kategorie alles abgreift, aber ich will Sexualität, für alle Sexualität, als etwas nicht so Festes, so Fixes. Und ich persönlich kann mich mit keiner anderen Kategorie wirklich zu 100% identifizieren. Und du weinst, fand ich, dass queer passt, weil es eben nicht so fixes ist, weil es auch zulässt, dass Sachen sich mal anderen, ja, und einfach auch nicht klar definierbar sind. Ja, es heißt ja einfach, queer ist gleich nicht hetero. So. Also für mich, das heißt Okay. nicht, dass es das am universellen Sinn heißt, ich muss sagen, dass ich auch dazu tendieren, andere Leute als queer zu bezeichnen, sozusagen als inklusive Begriff, einfach weil ich ja zum Beispiel schwul oder lesbisch oder bisexuell so mega spezifisch fand. Und ich fand, das sind Kategorien, die für sich selber sollt wählen können. Ja. Und queer, also das assoziiere ich auch immer eine Fremdzuschreibung, wenn ich so die Person ist queer, auch wenn Ja. sie mir das nie so gesagt hat, mir schon Gefühl, dummer trippeln nicht die Leute vielleicht Männer auf die Face. Ja, das war, nee, ich meine doch, weil, also, es kann ja auch sein, dass ich die Person für in einem halben Jahr die letzte Kehr gesehen habe und zu dem Moment hat sie sich nach, ich weiß nicht, als schwul definiert und mittlerweile, wenn wir davon ausgehen, dass der schwule Mann, das wird die Person aber auch Sex mit, ich weiß nicht, Frauen oder mit nicht-binäre Personen oder so und benutzt ein ganz andere Label. Und ich kriege die Entwicklung vielleicht gar nicht mit oder die Person sieht man das auch nicht, weil also auch einfach mich vielleicht nicht geht, weil man es nicht so nur sehen. Als queer auf jeden Fall die mehr inklusive Option. Ja.
Also generell wann ich mir nicht sicher sehen wie eine andere Person sich definiert und nicht aber irgendwie gerade thematisieren, weil aus welchem Grund auch immer es gibt nicht so viel Gründe nicht unbedingt müssen zu thematisieren, ehrlich gesagt, am Ende wie. Aber wann, dann froh ich echt dann nur direkt so, ja. Oder ich formuliere nicht irgendwie so, dass ich dummer klar machen, dass das meine Perzeption ist, aber ich gehe der anderen Person in dem Moment aber Gelegenheit, mich zu korrigieren. Mhm. Aber ich aber persönlich scheinst du erleben, als dass Leute am Gespräch mit mir dann einfach zum Beispiel so ein, ja, wie ist das dabei lesbische Frauen? Und da von mir eine Antwort erwarten. Was erstens, wo man zum Beispiel verstehen gehen, dass sie denken, ich gebe mich als lesbisch definieren. Zweitens, dass ich irgendwie so stellvertreten kann für alle lesbische Frauen. Ja, also schon mit all den lesbischen Frauen gespart und ich kann an ihrem Namen sagen, dass mir alle guten Orange gerne haben. So, nee. Voilà. Du weinst zu Sachen, da wirst du noch immer auf keinem Fuß, weil die Person, die auch gar nicht base gemeint wird, ja, und dann gehst du einfach auf hier froh an und gleichzeitig denkst du, ist du mich gerade wirklich als lesbisch definiert. Ja. Ja, ich fand dann noch schwer, also ein Gespräch quasi dann zu sagen, ja, und übrigens, weil erstens, das ist mega viel Arbeit, zweitens muss ich dann erklären, was queer heißt, und dass in ein Verständnis für Sexualität wird, die auch wandelbar ist quasi, und dann sind an so einer langen Diskussion, und dann hast du, vielleicht auch nicht, mir meistens, als hast du mir einfach zu sagen, also mir lesbisch Frauen mengen. Punkt. Ja, aber für mich also doch einfach unangenehm, weil direkt eine Konfrontation ist. Du stellst die Person ja auf Platz, du bist so, ja. Nee, das war gerade nicht richtig. Was ich gleich gemacht habe, war eine Person so zu mir eben, ja, du als lesbisch Frau, und dann habe ich einfach wiederholt, was hat gesagt wird, also ich als queer Frau, bla bla bla. Mhm. Ja. Hat er zwar dann darauf reagiert, und hat dann plus reagiert, an dem sie so, definierst du dich nicht als lesbisch? Also nee. Und hat so, keine Ahnung, was ich meine dazu was, ich will nicht allzu viel Dolorant interpretieren, aber nicht cool. Ja. So, ich bin keinem verpflichtet, nicht mehr, weil ich bis größtenteils mit Frauen zusammen war und mit Frauen Sex hat, mich als lesbisch zu definieren. Ja. Also ich verstehe den Aufwand. Ich verstehe dann, dass ich kann sagen, du bekennst dich nicht dazu oder du verleugnest das oder du stellst dir vielleicht etwas Negatives durch, dadurch, dass du dich davon distanzierst. Was denkst du darüber? Ja, also was ich nach echt dazu hören kriegen, als dass so queer so etwas Neumodisches ist, quasi. Und, du definierst dich auch als queer? Unter anderem, ja. Weil ich komme direkt drauf zurück. Ich meine Gedanken fülle. Das war wichtig zu klären. Mir das Leid sich quasi gerade recht mal darüber gewöhnt tun, dass es schwule Menschen gehen, lesbische Menschen gehen, und bisexuell, also bi quasi dass du auf zwei Geschlechter stehst und dass das dir schon mal durchgeht. Hallo, muss ich mich schon darüber gewinnen, dass es vielleicht mehr wie eine Day fast Kategorien gehen, quasi. Genau, und das ist so ein bisschen das mit dem ich da konfrontiert sind. Aber also für auf den Frust zurückzukommen, will ich mich definieren, queer, also auf jeden Fall die einfachste Lesung, also das ist ein Label, mit dem ich mich identifiziere, einfach auch, weil es ein ganz queer quasi Community gibt und auch so queer Popkultur und so, zu der ich mich schon noch irgendwie zugehörig fühle. Und ich fand es schön, dass der Begriff gibt, den am Anfang quasi, auch wenn er als Label benutzt wird, dafür da ist, zu sagen, es gibt keine Schubladen und ich will nicht an eine Schublade gedrückt gehen. Hängt ein bisschen davon ab, wer im Kontakt sich unterwegs sind. Also wenn ich mit mir ältere Leute schwätze, so eine Sache so lesbisch, einfach weil ich es wichtig fand, den Begriff quasi positiv zu konnotieren und sich nicht zu schummen. Genau, und mal wichtig, dass das irgendwie abzubrechen. Mir de facto passt, weil ich meine Beziehungen an Sexualität leben, lesbisch, nicht an die eigene Definition. Also ich noch Sexbeziehungen mit Männern. Bisexuell ist aber ein Begriff, den ich für mich irgendwie
nicht so richtig passend fanden und du schwanken schon mal so ein bisschen als das wenigstens internalisierten, also irgendwie 4 Annahmen, die ich hun, die biphob sind, also quasi bifeindlich. Und also fand ich den Begriff du wenn's für mich vielleicht nicht cool. Weil es gehen effektiv mega viele, die da gegenüber von bisexuelle Leute. Und es sind auch viel, die quasi bi als 2 holen, stehen auf 2 Geschlechter oder stehen auf 2 Armee-Geschlechter quasi. Also das ist doch ein transinklusive Begriff, was den wasch geht von der Geschlechterbinarität. Und du kannst Leute, die so ja, ich bin bi, und es stehen ob Frauen und ob nicht binär oder Transpersonen. So. Und es stehen ob Frauen und Jüderen, den sich nicht als Cis-Mann definiert. Also Cis als gäge Begriff zu Trans. Was denkst du zu bi? Gerade wie es am Gang was zu erklären, und ich gelöscht, dass auch noch ja den Vierwurf können von 2 Richtungen. Einerseits als eben 4 Teil, dass du damit all Mensch lebst, so, dass du promiskuitiv bist, vielleicht würde man zu benutzen, ja, wirklich mit all Mensch lebst und einfach mega viel Sex ist. Und als Frau für allem, ja, dann der Label auch Püt kriegst, du weinst. Und von der anderen Seite kann ich bewusst, du gerade schon so ist, den Teil, dass dann eben Mengen geht für just 2 Geschlechter gehen und das diskriminieren das oder wie auch immer. Also ich meine, es gibt ja nach dem Begriff pansexuell. Ja, das ist auch die größte Diskussion, du das hast. Da das eben, du hast wirklich mehr an der Definition vom Wort schon abgegriffen, dass in sich auch hier zu viel zu Transpersonen und nicht-binäre Personen und genderqueere Personen und so weiter. Also Pan heißt quasi alles, ja. Oder Jüderin? Ja. Ob Lateinisch. Ob Lateinisch. Ich muss so gut Lateinisch geschwätzt. Ja, also ich fand, Jüderin soll sich so definieren können, wie hier oder hat will. Ja. Sollte auch können sein Label anderen, wenn du nur aus was ich par rapport zu Bisexualität erlieft tun, als das Leute, die ich kennen, damit haderen sich so zu definieren, weil sie so ich hat aber bislo just heterosexuelle Sex. Ja. Ich fühle mich zwar auch hingezogen zu Leuten, die das gestartet haben, was ich schon. Ja. Ich hatte aber noch keine Erfahrungen. Und also dann sozusagen falsch oder... Ja. Zu so ist sie bisexuell, wenn ich noch keine sexuelle Erfahrungen hat. Ja, und ich fand, ja, das ist legitim. Also, wenn du Lust auf Sex hast, mit 2 oder mehr Geschlechter, und es das Gefühl, du hast bi als ein Label, das für mich passt, für was nicht. Ja. Und ich finde, also ich noch zu der Diskussion zu bi und pan, ich finde zum Beispiel ein Kollege, und hin definiert sich als bisexuell und als queer, und hin hört nicht so viel Sex mit Männern tatsächlich. Aber für ihn ist es wichtig, zum Beispiel zu so bisexuell und nicht pansexuell, wie das jeder ein klar ist, dass er noch Sex mit Männern hat. So. Aber pan, wo das hin dort Gefühl hat, ja, mit der Tisch der Jüderin und du, keine Ahnung, als Team irgendwie wichtig, da zu unterstreichen. Es geht kein Mensch ab es mit wem er schläft, und mit wem er zusammen ist. Von daher, also ich kann ihm verpflichtet, durch sein Label eindeutig zu kommunizieren, was ich schon für Erfahrungen gemacht habe. Das ist absolut legitim, zu sagen, ich fühle so, oder ich will es ablassen, vielleicht entwickelt sich dann etwas, zum Beispiel, ja, sich vielleicht nicht hetero zu fühlen, aber zu denken, wie weiß, und du wennst durch das Label queer zu gehen. Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch mega relevant, da sehen sozusagen als Aktivismus wird mit einem Label ganz genau zu benennen, was er möchte, was er gemacht hat, und für es wirklich ganz offen zu lehnen, und für es auch zu normalisieren einfach. Ja, ja, weil bi mir auch bei anderen Labeln ist so, dass viele so, ja, mir das nicht ein Fass. Und das geht rüber, und du bist entweder hetero oder homosexuell. Ja, so schon bei until graduation, gibt es so eine Redewendung im Englischen. Und also
geht doch halt bei Männern, bei Frauen total unterschiedlich bewährt. Also war Frauen bi sind, ja, dann schmusen sie halt mal ein gern mit Frauen oder du sagst mit denen, oder du sagst ja irgendwann ein fanden sie trotzdem den Mann von ihrem Leben, so. Aber ein Mann bi aus der Gött nicht als schwul gesehen. Ja, genau. Und ich meine, das ist ja total okay, wenn das nicht 50-50 ist. Und ich meine, das bei den wenigsten Leuten so, dass effektiv so stehen 50-50 Frauen und Männer, beziehungsweise genauso viel, ja. Viele Leute so ja auch bi, und mengen aber trotzdem, dass es nach einer Leute sind wie nicht mehr Frauen und Männer. Ja. Ja, das sind halt so die Stereotypen, die du mitschwingen. Und effektiv meine ich gegen das Label pansexuell, von den Definitionen, die ich so am Internet finde, am besten auf mich passen. Aber ich weiß nicht, ich irgendwie viel statt nicht. Das ist auch am Anfang ein Label, den noch mehr unbekannt ist wie queer. Ja. Das ist ja vielleicht nicht schnell erklärt. Der geht da aber schon mal lang. Wie ja. Queer. Also so am Spruchgebrauch. Das Englisch geht das schon ganz lang. Ja. Aber ich schwätze nur ganz viel über Sexual-Labels, und noch nicht so viel über romantisch geschwätzt. Da wollte ich gerade hin. Für und allem, weil es komplett unterschiedlich kann sein. Yes. Es kann ihn sich als homosexuell an biromantisch oder als heterosexuell an homoromantisch definieren, kann ihn sich als asexuell an panromantisch definieren. Also da sind wirklich die Möglichkeiten keine Grenze gesetzt. Ja. Also das weiß einfach, dass zu wem ihn sich sexuell hingezufühlt und an wen ihn sich verläuft, zwei unterschiedliche Sachen sind. Ja, also weil zum Beispiel auch wenn ihr kennt von mir so ist ihn pansexuell. Besonders aber Heinz so für mich ist ihn homoromantisch, weil ich größtenteils romantische Beziehungen mit Frauen feiern. Ja. Während da war schon so aus, dass ich gerade auch mehr oder weniger romantische Beziehungen zu einem Mann feiern. Ja. Aber ich weiß, längerfristig gesehen werde ich irgendwann ein Jahr meine Familie gründen und mein Baby kriegen mit einer Frau. Das ist ein Plan. Das ist ein Plan. War das so ein asexuell oder auch romantisch, Tassi? Das ist, wenn ein sich... ich kann nicht die zwei gleichzeitig definieren, weil ein von denen zu definieren ist schon kompliziert genug. Also asexuell es gibt ganz verschiedene Formen. Spangen die bekannt, wann auch vielleicht nicht die verbreitet, ich weiß es nicht. Als das ihn sich einfach zu keinem Mensch sexuell hingezufühlt und auch einfach kein sexuell Besoin hat, kein Libido, auch nicht masturbiert. Ich meine, das aber tatsächlich bei den wenigsten der Fall. Es gehen nämlich viele Leute, die sich nicht sexuell zu anderen Leuten hingezufühlen, die aber zum Beispiel masturbieren, also die durchaus ein Libido haben und auch sexuell erregt können gehen. Dann gehen da auch Leute zum Beispiel, bei denen eine stark emotionale Konnexion muss zu einem anderen Mensch sein, für eine sexuelle Unzähhung zu fühlen. Also wo einfach bestimmte Kriterien müssen erfüllt gehen, die über das Körperliche rausgehen, für etwas zu fühlen, und wo es vielleicht auch nicht immer antritt oder wo es phasenweise, wo sie vielleicht Jahre lang vielleicht ein bisschen mehr Lust auf Sex und das nächste Jahr überhaupt nicht, oder vielleicht einfach nicht mehr generell, nicht mehr so, keine Ahnung, all pro Main denke ich, Lust auf Sex und an der Tine absolut durchgeht. Also da gibt es extrem viele Varianten. Ja. Und gehe auch so Labeln für irgendwie den Bereich zwischen sexuell und asexuell zu beschreiben. Zum Beispiel demisexuell, also demi von half, oder grey sexual, also grau, quasi so an dem Grau-Bereich zwischen sexuell und nicht sexuell. Demisexuell ist das, was ich beschrieben habe, dass in eine stark emotionale Konnexion muss bei den anderen Menschen. Mhm. Ja, aber natürlich aber nicht, dass asexuelle Personen keine romantische Beziehungen feiern oder sich nicht verleben oder nicht Zärtlichkeit an Intimität. Oder auch Sex. So. Weil, ja. Das, also soll ich nicht, weil ich weiß, dass eine Person asexuell ist oder sich als asexuell definiert, denken, da weiß ich genau, was die Person gerne hat und nicht gerne hat und möchte und nicht möchte. Weil tut ich keine Ahnung. Also hat Frieden. Ja, am Anfang genau wie bei den anderen Labeln, ne? Ja. Okay, und aromantisch? Das ist dasselbe, just mit Gefühlen. Tada, fertig, okay. Fertig erklärt. Sehr spontan.
Ja, und da gibt auch natürlich so Tischeformen. Also, so dass in sich in einer gewissen Bedingungen oder bei gewissen Leuten trotzdem vorstellen kann, eine romantische Beziehung zu haben. Ja. Ja. Aber natürlich kann ich auch einfach für sich dezidieren, dass ich kein Label will. Und das ist auch absolut legitim. Yes. Ich fand, jeder soll sich den Label gehen, den er will, außer wenn er den Arschmove ist. Wenn sich ein Label gibt, zum Beispiel bisexuell, Ja. just für sich mehr interessant zu machen, zum Beispiel. Also, Obwohl er just Sex also just heterosexuell an Beziehungen andenkt, ja, das ist langweilig, wie du viel schon so ist an der Intro. ja, okay, ja, okay, ich verstehe. Ja, weil so entstehen ja am Anfang die ganz hier Ideen Stereotypen, ne? Ja. Mhm. Okay, ja, ich habe schon verstanden. Ich weiß nicht, ob das so auf 4 könnt, schon keine Ahnung. Ich weiß doch Schon nicht. kein Beweiser dafür. Bei mir genau wäre sexuell auch romantisch Orientierung in hört. Keine Ahnung, Kelly. Der gut? Ich gehe so nicht Wesen nicht einfach. Also nicht am Sinn von Wesen, da wäre eine Kategorie passt. Aber das Wesen aber normalerweise Zu wegen Personen in sich schicke zu viel. einfach wegen Menschen eine körperliche Schnuvel sehen, aber wegen Leute vielleicht in einer romantischen Beziehung sehen. Und Sarah ist einfach, wenn wir auf die Welt kommen, geht alle Menschen davon aus, dass wir alle hetero sind. Ja. Und bis der Gegenteil bewiesen ist, sozusagen. Das ist so traurig, mit das wirklich so. Ja. Ja, das war. Voilà. Also ich verstehe doch, weil Leute sich Key-Label wollen gehen. Ja, ich auch. Oder es gibt auch Labeln, die so, da sind noch nicht weiß, wie zum Beispiel ja. Wie zum Beispiel Questioning. Ah ja. Der Q an dem LGBTYAQ+. Generell ist es queer, aber verschiedene Leute benutzen es auch als Questioning. Ja. In einem strittenen Begriff. Richtig, ja, aber trotzdem. Wenn ein Bedürfnis hat, also wenn die anderen Leute quasi so, ja, du musst ein Label haben und selber wesen darf noch nicht, und trotzdem dann dem eigenen Bedürfnis oder dem Druck vorbei und nur geben will, dann sie den, okay, mir ist die Questioning. Das sind ich weiß voll wie nicht. Agnostiker. Oh nee, das geht nur zu weit, Tassi. Okay. Wir machen halt kein Bildungsprogramm. Pardon. Ja, und ich meine, wenn ein Label so doch gut fehlt, also es war den tatsächlich fehlt. Also ich weiß, wo ich mir jung war als Teenagerin, habe ich mega viel so Labeln auch nur gesehen, für zu gucken, okay, was kann dann gut bei mir passen zum Beispiel und so, weil das schon immer den Drang da, quasi sich irgendwie und irgendwas festzumachen. Ja, und ich finde einfach darauf zurückzukommen, wenn mir ein Label schon. Also, wenn ihr viel in einer Person denkt, oder wenn ihr sich sexuelle Handlungen vorstellt mit der Person. Dann ist es peinlich. Pardon. Genau. Wer hast du das sehen? Niveau geht nicht besser. Das war die Haut. Oder wenn ihr sich vorstellt, zusammen zu sehen oder eine Zukunft zusammen zu haben oder Hand an Hand mit der Person ins Verschieden zu gehen. So. Das sind normalerweise ziemlich gut an Hand an Hand, ja. Und heißt du also doch gar nicht so einfach, die Gefühle oder die Vorstellungen zuzulassen. Ich hatte damals ziemlich einfach. Ich hatte pur Frauen in meinem Freundeskreis, die haben sich selber als bi definiert. Und dafür wusste ich, dass das nichts Schlimmes wäre. Das ist ziemlich nice. Ja. Was ich mich noch gefragt habe, ist so, was die Verbindung ist zwischen sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Und darüber schmerzen wir dann an einer anderen Folge. Weil darüber gibt es mega viel zu sagen. Ja. Stay queer. Bye. Stay rebel. Not gay as in happy, but queer as in fuck you. Dürfen wir fuck Radio sagen? Ich meine nicht. Doch. Okay. Fuck. Und da kann eine Rubrik, nice, oh mein Gott, nice. Wir müssen alle Vorsport fuck abhalten. Fuck. Viel Spaß bei der Rubrik, Adi. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to klangen, how to blowjob. Blowjob kann das im Englischen an hier so viel wie bloß abischt. Ob Lützebäuerisch, engem bloßen.
Das ist ein bisschen missverständlich, weil am Anfang saugt den Echter. Wir melden uns direkt. Am Anfang ist immer so natürlich, jeder hat etwas anderes gern. Mir bei einem Blowjob ist es wichtig, dass der Penis nass bzw. feucht genug ist. Das heißt, je mehr ich baut, desto besser. Dann ist es wichtig zu gucken, dass ihr nicht mit den Zähnen um den Penis könnt. Für uns zu fangen, kann ihr Penis lecken, aber es saugen. Es ist auch hilfreich, mit der Person, die den Blowjob kriegt, zu schwätzen, dass sie einem nicht die Hand auf den Kopf legt, beziehungsweise darüber zu schwätzen, ob ihr nicht gern hat oder nicht. Das ist gut, für dass ihr selber ein bisschen regulieren kann, wie weit ihr will gehen. Bei den ersten Kehren, wo ihr einer Person einen Blowjob gibt, soll ihr darauf gucken, dass ihr den Penis nicht zu tief an den Mund hält. Und jetzt muss ihr sich auch nicht dafür schummen, weil ihr dann einen gierst. Das geschieht halt so, und das ist ziemlich normal. Du musst halt gucken, ob ihr das will oder nicht. Außerdem muss ihr den Penis auch nicht ganz an den Mund holen. Die gute Nachricht ist, bei einem Blowjob kann ihr nicht so viel falsch machen. Es soll den allerdings nicht unbedingt erwarten, dass ihn durch den Blowjob der Mensch mit dem Penis zum Kommen bringen kann. Wenn ihr das will, muss ihr ein bisschen mehr kommunizieren. Verschiedene Hunde zum Beispiel gern, wenn ihr immer dieselbe Bewegung ganz oft nehmt. Du am besten mit den schwätzen, welche Bewegungen ihr genau machen kann. Mir das soll so, dass ihr schnell mitgeht, das heißt, dass die Muskulatur am Mund schnell ziemlich angestrengt ist. Insgesamt kann ich also sagen, genug Feuchtigkeit, keine Zähne, viel lecken, kussen, saugen und am besten immer nur fragen, was die andere Person gerne hat. Und insgesamt ist es immer besser, nur zu fragen, weil sie sich wollen als Experte zu gehen und nicht zu kommunizieren. Zu guter Letzt kommen wir dann zum Schlecken. Ob ihr einen Sperma schlecken will oder nicht, aus einem selber überlos. Die Qualität vom Blowjob geht nicht besser oder mehr schlecht, nur weil ihr schlägt oder nicht. Das gilt natürlich auch insgesamt. Wenn ihr keinen Bock habt auf Oralsex, generell oder gerade in dem Moment, gebt auch keiner von einem fordern. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt euch auf sex@ara.lu. Er Fragen gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.